Als ik de boodschap reed me aan, ik wonderde van wat ik reden zal. En ik dacht omdat we in het nieuwe jaar ingegaan zijn en wat we in het nieuwe jaar worden begenen. En wat we willen begenen. Ik geloof veel heeft te doen met de entscheidungen die we merken worden en de entscheidungen die we gemerkt hebben. En ik hoor oftmals van mensen, wanneer in het nieuwe jaar ingaan, dan zeggen ze, ik wil een nieuwe resolution maken voor dit komende jaar. Ik wil anders leven als ik wat hier toe heb. Wat hast du für eine Entscheidung gemerkt zu tun in dit nieuwe jaar? Anders te doen als het vorige jaar was in de vergangenheid. Die vrouw stel ik ons alle. Veel mensen die zijn gebonden in viele Laster. Oftmals ist das, die sind vielleicht gebonden in Schmecken, oder Trinken, was immer das mag sein. Haben wir uns ein Ziel gemerkt, wo wir hin wollen, was wir wollen tun? Das ich all sagen, denn viele Menschen sind gebunden in verschiedene Dinge. Und ich hätte mal ein Mensch sein, im neuen Jahr will ich anfangen zu schmecken. Dann will ich mal anders anfangen, ich will schlechter anfangen zu sein. Menschen haben immer ein Verlangen, besser zu sein. Und vierten ist dort ein guter Punkt, wo anzufangen im neuen Jahr. Und wir sind nun ein Jahr hineingegangen. Mein Gebet ist, dass wir uns ein Verlangen, dass wir ein Ziel gesagt, dass wir wollen besser anfangen zu werden. Wir wollen besser tun, als wir vorige Jahr getan haben. Und wir uit uns selbst können das gar nicht tun. Das braucht Gott seine Kraft und Gebet, das zu tun, dass wir anders leben, besonders wenn wir wollen für Gott leben. Ich habe die Botschaft im Thema gegeben, was kostet Jesus nur folgen? Viele Menschen, die merken sich die Entscheidung, die wollen von nie an will ich ein anderer Mensch werden. Ich will Jesus nur folgen. Ich will, was die Bibel sagt, viel sagen, ich will das Jahr durch die Bibel lesen. Und an die Bibel, die sagt uns, das ist eine Roadmap. Die sagt uns gleich, was wir zu tun haben, was wir sollen tun. Und dann wollen wir uns die Entscheidung merken, wir wollen tun, was die Schrift uns sagt, ich will Jesus nur folgen. Und was kostet Jesus nur folgen? Das kostet verschiedene Dinge, das kostet uns selbst abgeben. Abhören mit dort, was wir wollen, was ich will, und checken, was Jesus will haben. Und das kostet einmal viel Dinge abgeben. Und ich will uns was Versen lesen mit Matthäus 8, von Vers 19 bis 22. Das ist ein sehr interessanter Part in dem Neuen Testament, was hier geschrieben wird. Das sagt, in ein Schriftgelehrter kam nur an und sagt, Meister, ich will mitkommen, wo immer du hingehst. Also das Schriftgelehrter wieder rein, er sagt, ich will hingehen, wo immer du hingehst. Und Jesus sagte ihm, fast haben ihre Leicher, die Vögel haben ihre Nester, über die Menschen sehen, hat nicht einen Platz, den Kopf hinzuleihen. Ich habe mich gewundert, was sagt Jesus hier zu diesem Monserreich? Wie anhört sich das von er am das meiste war Leid merken, dass er am nur folgen, dass er sich auf die Entscheidung gemerkt am nur zu folgen. Wir wollen noch ein bisschen mehr von das reden. Und dann Vers 21 sagt er, dann sagt ein anderer Jünger, lass mich erst gehen, mein Vater begraben. Und Jesus sagte ihm, folge du mir nur. Und lass er Todes selbst begraben. Es ist sehr interessant, was von Unterschied ist hier, was er sagt, von dessen einen mit den anderen. Ich weiß nicht, was er hier sagt, zu dessen Schriftgelehrter. Er sagt euch, dass er ihm soll nur folgen. Er sagt nicht, dass er nicht soll, aber er sagt ihm, Fass haben ihre Leicher und Vögel haben ihre Nester. Wo die Menschen sehen, haben nicht einen Platz, seinen Kopf hinzuleihen.
Ich glaube, hij sieht an das Licht im Verrüt, was an das wird kosten. Das wird nicht einmal leicht sein, von hier an wird nur fallen. Als er vielleicht eine Zeit lang Jesus herangegangen hat, weil gesehen, was Jesus getan hat, da hat er vielleicht viel Wunder getan, dann hat er gedacht, er will auch ein Part von das. Er will auch ein Part sein davon, was Jesus tat. Wenn er statt zu beträgen, da hat Jesus jetzt Petrus seine Schwiegermutter geheilt. Das sage ich nicht, dass heute mit Ende was wir, heute wieder was wir, aber vielleicht hat er das gesehen, das Wunder, was heute tat. Und er will vielleicht auch von dort, er will auch damit ansehen und das sein, was Jesus tat. Wo er sagt, bis am Fast haben Lacher, in der Ferien haben Nasta, aber die Menschen sehen, haft nicht einen Platz, sie in den Kopf hanterleihen. Will das Schriftgelehrter wirklich Jesus nur folgen, was einmal das wird kosten? Oder was hat er für Gedanken? Was will er tun? Und Jesus weiß klar, was in uns Hort ist. Er kann unsere Gedanken lesen, er kann uns Hort lesen. Er weiß, mit was für einer Einstellung wir nach ihm kommen. In Markus Kapitel 2, Vers 8 schreibt, Jesus wisst in seinem Jahr sehr bald, was die Menschen bei sich im Hort dachten. Und seht an, warum denkt ihr so über die Sache? Das wird der Platz, wo Jesus nach Hause gekommen wäre. Und die Menschen waren nicht an, dass Jesus da war. Und viele Menschen trauten durch in das Haus, wo er bin war, und horchten am Tau. Und da waren Menschen, die waren zu tun, um Jesus auch zu sein, und hatten gehört, von wo er heilen tat, und er viel Wunder tat. Und die wollen einen von ihren Freunden, was die gelähmt war, wollen den Leuten heilen von Jesus. Und sie können nicht ernähren, weil das wieder viel zu viel. Für die deren alles, dass wir ganz voll Menschen und sie können nicht ernähren. Aber sie waren am zu tun, dass Jesus wird ihr Freund heilen. Und also, wir unseren Lach, wo wir Jesus am Tag und leiten dessen ernähren. Die Geschichte sei, glaube ich, alle bekannt mit. Und leiten sie am darauf, kriegt für Jesus. Und Jesus wisst, was sie für einen Glauben haben. Und als sie den Glauben haben, die geheilt. Und die sind die Sünden vergeben worden. Und dann werden da was Schriftgelehrte, die sehen, na, was ist, die dachten, die sehen nicht, die dachten, was das Mensch für ein Mensch wird, heute lebt, der können Sünden vergeben, als das nicht bloß Gott kann tun. Und das sage ich nicht, dass die das sehen, die dachten das bloß. Und dann sieht Jesus weiß in seinem Jahr sehr bald, was die Menschen bei sich im Wort dachten. Und sie können weiten, Jesus, der weiß in jedem einen sein Wort, was die gesandt sind, was die denken, und was der Verlangen wirklich ist, als die wirklich bereit sind, Jesus nur zu folgen. Ich wundere, was Jesus zu ihm sagen wollte, wird nicht einmal leicht sein, wenn du was mir nur folgen, wenn du was mit mir kommen. Er sagt vielleicht dann, bitte meinst du das so? Und hey, hat vielleicht zu ihm gesagt, das wird nicht sein, wenn wir schwören, mit sein, einen Tag, dass wir eine Stadt haben, wo wir uns freuen, wir wollen ein 5-Star-Motel renten, aber wir uns da freuen. No, er sagt, die Menschen sehen, ich keine Stadt. Das wird nicht immer leicht sein. Also ich wundere, einmal, dass doch den Brot zu sein, das wird nicht immer leicht sein, die bitte besser reit. Wenn du was mir nur folgen, dass du das so meinst. Vielleicht habt ihr das auch erfahren, weil es das andere sagt, dass der Ingenieur, der will trägen. Er will seinen Vater begraben. Und das schreibt nicht, dass sein Vater alles krank war, am Storbad war, das oder was immer. No. Er sagt bloß, dass er will trägen und seinen Vater begraben. Vor einmal lang, dass was gedacht haben, dass er schon tot gewesen ist, vielleicht hat er sein Mind gechanged. Er will lieber erst in ein Haus gehen und bei seinem Vater und bei seiner Familie sein und ihn begraben. Er sagt, lass mich erst in ein Haus gehen und meinen Vater begraben.
Also, was habt ihr für eine Einstellung gehabt? Habt ihr vielleicht auch Stott Jesus nur gefolgt, denn es ist angeworden, dass es nicht ganz so Leiche warst, was er gedacht hat? Aber was sagt Jesus da? Folg mir nur. Er sagt, folg mir nur und lass den Todes selbst begraven. Lass den Todes selbst begraven. Und so, ich glaube, er braucht zu sagen, dass der wird jährlich tot sein, lass sich an ihre Ehe kämmern. Aber du folg mir nur. Dass wir vielleicht auch mal sagen, wir wollen wollen, aber wir haben Dinge fertig gegeben. Was haben eigentlich du fertig gegeben? Von er uns roten das. Sei wir vielleicht höchstens das nächste sein, das ich von lesen will. In Lukas Kapitel 9, Vers 61. Der Schrift sagt, dann sagt noch ein anderer am Herr, ich will die nur folgen. Hier ist sich schein, nicht? Er sagt, ich will die nur folgen. Er wird willens. Dann sagt er, Ober, lass mich erst gehen, von meiner Familie Aufscheid nehmen. Der auch wieder nicht ganz rein. Er sagt, Ober. Das Wort Ober, das brauchen die Menschen sehr viel. Das ist ein sehr brauchbares Wort für viele Menschen. Ober, ich kann nicht, wenn es dit, oder wenn es dort, oder wenn es jant. Ich würde wollen, Ober. Das hätte ich so einzig von dieser der Hand vielleicht am Anfang gemerkt, dass ich all sagen, dann fängt das vielleicht, das wird schwan, dass sie gedacht haben. Ging es besser. Ich will erst nach Hause gehen, dann kümmern wir an meine Familie, an meinen Vater, dann Aufscheid nehmen mit meiner Familie. Das ging es vielleicht viel besser. Das ist anders vielleicht auch geht. Wo Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr rechnet als mich, und wer Sohn oder Tochter leiberhaft als mich, als dort nicht wird, einer von der Mine zu sein. Wenn wir wird leiber haben als arm, als dort nicht wird, sie nicht zu sein. Ich glaube nicht, dass wir haben, wir sollen unsere Familie bloß hochloten, in der Hänge loten, und uns nicht umkämmern und die abtragen für den Herrn. Aber er sagt hier, wer der wird mehr rechnen als arm, wenn wir den fair arm nehmen dann sagt es in Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nur, da er es dort nicht wird, einer von mir zu sein. Und einmal ein Kreuz ab uns nehmen, das ist ein schweres Ding zu tun. Vielleicht sagen wir, ich kann das nicht, ich bin zu schwach. Mir ist das zu schwer. Wenn 2. Korinther 12, Vers 10 sagt, dass wenn ich schwach bin, dann sehe ich stark. Also wenn ich sage, ich kann das nicht, mir ist das zu schwer, dann kann Gott sagen, gut, wenn du abgeben lässt mit dir selbst, dass du sagst, du kannst das nicht. Wenn ich sage, ich kann das nicht, dann sagt er, dann kann ich. Dadurch bin ich stark geworden, durch seine Kraft. Haben wir einmal am Anfang gemerkt, haben wir einen frischen Anfang gemerkt im neuen Jahr, das Jahr, als meine Frau. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 62, sagt er, Jesus übersieht an, wer seine Hand an den Pluch legt und dann trägt, ist im Gottesreich nicht zu brücken. Wenn wir einen Anfang merken, wir merken uns die Entscheidung, nu will ich will, und ich will, und wir gehen vielleicht auch ein bisschen eng, aber dann checken wir drei nur unsere Vergangenheit, und unsere Zeit, wo wir erst gewesen sind, checken lieber durch an, und haben unsere Gedanken durch. Dann sagt er, das ist in Gottes Reich nicht zu brücken, sondern es dort. So ist der Engel zu laut sehen in seine Familie, die sollen
uit Sodom uitgehen, Gomorra, sie wollen die Stadt vernichten, aber die sollen sich nicht anchecken, die sollen sich nicht andrehen, checken von wo sie kommen. Weil hat sie eine Frau, die können nicht halten. Der wollte doch, weil sie dachten, sie hat einen Schein gehört, von wo sie kommen, sie können nicht halten, sie kickt drei. Sie sah der Gedanken nach, was drei, von wo sie kamen. Und es ist dort soll wie nicht. Wir sollen nicht drei kicken dort, von wo wir kommen, und lieber vorwärts gehen, und ans Ziel setzen, vorwärts gehen, und an Jesus nur folgen. Was immer er sein wird. Ich glaube, das wird den sein Verlangen erst für uns. Und es sind viele Menschen, die haben verschiedene Dinge fertiggegeben. Und so wird auch in der Bibeltit, all tausende Jahre 3, Lukas Kapitel 14, Vers 18 sagt er, aber die fangen alle an, sich einen um anderen zu entschuldigen. Der erste sagt, ich habe ein Stück Land gekauft und muss gehen dort beseinen. Ich frage die mich zu entschuldigen. Ganz natürlich fragt sich zu entschuldigen. Ich habe was anderes zu tun. Excuses. Menschen brauchen Excuses. Und ein anderer sagt, ich habe 5 Paar Assen gekauft und ich sie auf dem Weg an, die auszuproben. Ich frage die, mich zu entschuldigen. War einer, der will sich auch entschuldigen. Er hat erst was anderes zu tun, was er selbst will. Und noch ein anderer sagt, ich habe mir eine Früh gefreut. Deswegen kann ich nicht kommen. Er will sich dort erst für eine Zeit lang schein gehen. Und als ein guter Denke, eine Früh freien, aber auch war, wenn er den Platz nehmen wird von Jesus, nur folgen, dann ist das nicht ein guter Denke. Das ist ein Vergeben. Ich kicke hier in den letzten 3 Versen, Vers 18 bis 20, und ich mag das 5 Mal das schreiben das von ich. 7 Mal schreibt das von ich. Ich will ihr stehen, ich das und ich das. Das ist all about me. Ich. Nicht, was Jesus will haben. Ich. Sei wirklich immer, ich würde wollen, über ich. Ihr stopp, was ich zu tun habe. So, das haben sich total drauf gemerkt, dass er nicht Zeit hat, Jesus nur zu folgen. Da haben sich verschiedene Dinge angewohnt. Sie werden total drauf, Jesus nur zu folgen. Und Jesus will haben, wir sollen gehen, Säulen gewähren für arm. Was sei wie? Wir sind zu drauf. Ich sehe zu drauf, ich kann jetzt nicht. Haft er dir mal geroepen? Hast du mal gesperrt, dass Jesus dir roepen wird? Jesus raubt, der was er will haben, was er brauchen will. Kijk, dass er seine Jünger roepen deed. In Matthäus 4, Vers 18 sagt er, als Jesus an Galiläischen Meer ging, sah er 2 Brüder, Simon und Petrus Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, der dort naht in das Meer schmeiten, das wir ein Fischer. Das wird ein Business, das wird auch noch Trag. Das wird ein Fischer. Und er sagte an, folg mir nur, und ich will Menschenfischer von dir merken. Dann sagt er, und sie verleiten sie Fuß, naht und gingen mit am Matt. Das werden sich Fuß einig. Sie verleiten ihre Fischerie, naht und folgen am nur. Das hieß sich schein. Und als sie von dort wieder gingen, sah er noch 2 Brüder, Jakobus und Johannes, mit ihrem Bruder Zebedäus taub, im Boot ihre Naats Flecken, und raubt an. Hier raubt an auch. Die verleiten sie Fuß das Boot in ihren Bruder und gingen mit am Matt. Hier verleiten sie ihren Bruder. Sie leiten Dad allein mit dat Business. Ich glaube euch, dass Gott will haben, wir sollen nicht ans eine Business anfangen, ans eine Business haben und selbst schaffen für das, was für uns fehlt im Leben. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt so drauf mehr andauern, dass wir dort uns Jesus den Platz nehmen in uns Leben, ich glaube, dann ist das all erreicht. Dann haben wir uns total drauf gemerkt.
willst du damit wirklich sein, einmal ihr steht dort, das ist das Leute nicht mehr, das ist nicht ja. Ich glaube, es ist sehr nötig, dass wir gucken, wo wir unsere Priorities haben. Matthäus 19, Vers 29 sagt, und wer an mein Holven Hus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Lohn verloren hat, wird das 100-mal zurückkriegen und das ewige Leben oben. So, wir können gleich verspielen. Wenn wir wollen sind, alles zu verloren, um Jesus zu solven, er wird das 100-mal zurückholen. Wo einmal hat er was tun, schreibt er hier nicht, aber ich sage mir sicher, er wird uns sehen auf dem Weg, was wir nicht gedacht haben. Und wir wollen wollen sein, nur zu folgen. Also dann können wir uns selbst fragen, was haben wir dann fertig gegeben? Was haben wir wieder fertig gegeben? Aber wir machen Jesus nur folgen in einer rechten Einstellung. Das ist ihr schon sagen, ich weiß nicht, was das Schriftgelehrte von der Einstellung hat, wo dann Jesus nicht ansieht, komm, folge mir nur. Das hat den anderen sieht, den Jünger. Der Arm verteilt bloß von wo das stehen steht. Er hat nicht, die Fasten hatten nicht Leiche, und die Ferien, die Fasten hatten ihre Leiche, und die Ferien hatten ihre Nasta. Aber Jesus hat keine steht, wo er sie können fragen. Jesus hat keine steht, wo er sich durchleihen, Wege mit Rotz, warm mit Bad, Wege Kästen, wo er seinen Kopf anleihen kann. No. Er hat das nicht. Er verleiht sich auf so eine, was am wir nennen kriegen, am Anladen, wo immer er wird sein, aber du wird keine Garantie sein, dass das wird passieren. Ich glaube, das wird heute am sein, dass wenn du was mir nur fallen, du bitte was reit, für was der Feuer ans Licht. Und ich weiß nicht, das schläft nicht über, wer weiß, was er bis wollt, mehr Wunder sein, dass viele von Leuten der Tiden wollen sein, was Jesus tut, was er für Wunder tut in seinem Leben. Das passiert viel, dass viele Juden kommen zu Jesus und checken und wollen sein, was er für Wunder wird tun. In Johannes 12, Vers 1 sagt er, saß der für den Passafast, kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der dort gestorben war, in den Jesus vom Tod abgeweicht hat. Du mögen sei am in Ovenkast und Martha bedeint. Lazarus wird einer, der mit Arm Dash satt. Dann hielten und schof Juden dort, der dort heute wir. Und sie kamen sie nicht bloß wegen Jesus. Hier ist hier, sie kamen gleich bloß wegen Jesus. Sie wissen Jesus wir da, aber sie kamen gleich wirklich bloß wegen Jesus. Aber auch am Lazarus zu seinen, den er vom Tod abgewagt hat. Das wäre nicht schwierig zu sein, was Jesus wirklich getan hat. Ist das wirklich so? Vielleicht hat er auch noch mehr Wunder tun. Wer weiß, warum wir checken? Gleich nicht Jesus käme sie gleich, der käme gleich nicht für die Ursache, Jesus zu sein und am Not zu fallen. Sie käme checken, was Jesus zu getan hat. In Matthäus 12, Vers 38 sagt er, dann sehen Adlige von der Pharisäer und Schriftgelehrte am Meister, wie würden jeden ein Teken von die Seinen? Ich habe hier, da würden jeden ein Teken sein von ihm. Aber er sieht an, eine böse hebräische Generation sieht nur ein Teken, aber an wird das kein Teken gegeben worden, aus dort von Propheten Jonah. Hier ist es hier, Jesus hat all viele Tekens getan, was sie gesehen haben, sie haben es erfahren, aber er würde nicht wieder mehr Tekens geben. Johannes 4, Vers 48 sagt, dann sagt Jesus zu ihm, wenn die Menschen nicht Tekens und Wunder seien, weil die nicht leben. Ich glaube, zuerst von der und da hört noch einer hier Menschen einmal sein, wenn Jesus von der und da noch einmal Wunder, dann würden wir auch leben. Aber wie viel Wunder sei wir nicht? Tag für Tag, viele Tekens, sei wir Wunder, wo Jesus Wunder tun. Wenn wir zur Gebetsstunden kommen und sind uns over, dann hier wir von vielen, was der Zeugen da und dass Jesus hat, wenn die Gebet hier, er hat dort Wunder getan und dort Wunder getan, Jan geheilt. Wir seien dort oftmals.
Aber vielleicht glauben wir wenig euch, wir wollen bis mehr Teken sein. Johannes 6, Vers 2 sagt, dann kämen ein große Trupp Menschen heran, weil sie die Wundertekens sagen, dass er an der Kranke deit. Ich habe gesagt, woran kämen die heran, am heran? Das wären die Wundertekens. Und das zu sein, dass sie nicht ein abbrechet hat, gehört am Note fallen. Ein Mensch muss erst zum Glauben kommen, euer Hei wird Jesus nur fallen. In am deinen. Da muss wir erst einen Glauben haben, in am wirklich nur fallen. Weil wir Jesus leben, dann werden wir am nur fallen. Do wir am Leben. Worum do wir am nur fallen, wann wir angefangen haben. Als wir auch bloß nicht sein, was Jesus wird tun für uns, oder do wir wirklich, dass wir am Leben tun. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Markus 16, Vers 15, er sagte an, Gott in der ganzen Welt nein, en predigte Menschen das Evangelium. Und wer läuft und gedeiht wird, wird selig worden, wer aber nicht läuft, wird verdammt worden. Das ist, was Jesus will haben, was wir die Menschen sollen sein. Kommt zum Glauben, lasst gedeipen, dass die kann selig werden. Will Gott der will nicht den Tod des Sünders. Das hier wie oftmals in der Schrift. Deswegen will ein du sollen gehen, wir sollen uns checken von arm und wir sollen anbrochen zum Beispiel, dass er ramdenken, verteilt am, dass sie sollen sich bekehren und andrehen von ihrer Sinn. Und das ist, was Jesus von uns will haben. Wenn wir wirklich im Glauben stehen, wir sind im Glauben gekommen, dann nicht bloß sagen und checken, was der Nächste wollen tun. Gott will uns auch, das heißt, der Fascher, seine Jünger roten, er sagt, ich will Menschen Fascher machen. Er will uns auch Menschen Fascher machen. Er will haben, wir sollen uns die segnen und die grieben, er wird der Rennen machen. Das ist nicht unsere Sache, der Rennen machen. Das ist Jesus seine Sache. Das kann bloß er. Aber wir können gute Menschen die gute Botschaft verteilen, uns zu segnen, sagen, check mal, was du nicht auch, das wir Leben haben, was ich habe, dann an die Gute nur euch verteilen. Sein Jesus kann die Rennen machen. Das wird er von uns auch will haben, von der und auch noch. Und da sind viele Menschen, da sind noch viele Menschen Raum uns, wenn wir rumchecken, da sind viele Menschen, die das fehlen, das Evangelium, das wir das bringen, das wir die Gute nur recht bringen. Viele Menschen, die sind mit den Punkten nicht rot mehr, sie wissen nicht, wohin. In der Welt kann sie nicht gehen, da haben sie kein Rot verernt. Aber wenn wir endlich Jesus Christus wiesen, sagen, du hast Rot, du hast Hoffnung. Das ist der Freiheit, was wir da sollen bringen. Er sagt, seine Jünger auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt, aber wenn der Heilige Geist über kommen wird, wo je Kraft kriegen. Also hier ist die Kraft, der Heilige Geist, wenn der wird über kommen, wo je Kraft kriegen, und die werden meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt. Und wenn wir hier lesen, dann, wir können auch hören, da sind Zeugen gewas für Jesus. In Jerusalem, so reden da viel Wunder in Jerusalem. Viel Tekens passierten da, durch Jesus seine Kraft. Aber wenn wir lesen, dass hier sich so, da bleiben bloß da. Sie bleiben in Jerusalem und gehen gleich wieder. Bitte ist eine große Verfolgung kam in der ersten Kirche, in der Anfangskirche, dann gingen sie wieder. Nur Apostelgeschichte 8, Vers 1. Als Stephanus für dort gemerkt worden, dann sagte Saul wieder mit einverstanden, dass sie am Tod mögen. Also hier wird Stephanus dort gemerkt für sein Glauben. Und Saul, was der nu Paul wie Luther, ist wieder heißt Saul und hat die viele Christen verfolgen. Sagt, in Krieg dann fängt eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an und sie wurden über ganz Judäa und Samaria verstreut.
Büter der Apostel. Also hier auf einmal gibt es viel Prediger. Als er eine große Verfallung kam über die Gemeinde, dann wurden die Weiten breit verspreit und Gott sein Wort wird verkündigt von den glaubenden Menschen. Was er gefällt wird mit den Heiligen Geist, dass sie auch deuten, was Jesus entgeschickt haben, will und brauchen. Ich glaube, einmal, wenn wir uns das auch gemütlich mehr andauern, wir blieben bloß still, da war vermaklich. Auf einmal konnte auch eine Verfallung kommen, dass wir wieder gehen. Dass wir eine andere Einstellung haben, dass wir wollen sein zu gehen, wo er uns berufen hat. Weil wir reid sind. Reid sind, wenn Jesus uns brauchen will, wenn er uns rufen wird, dass wir wollen sein, jo. Das ist Jesaja sagt. Jesaja sagt, er wird ein Mensch, wird er nicht reich vertalen deuten, er wird von so einem Menschen, wird er nicht reich reden deuten, nur Jesaja 6, Vers 7 nur. Aber dann sagt er, dann kam ein Engel, nun mit der Tang und der brennende Kohl, und der schied mit dort, dann sagt er, in Vers 7, und der schied mit dort an meine Lippen an und sagt, nu dort, die deine Lippen angeschiert haft, verschwingt deine Schuld von dir und deine Sünden sind verjährt. Jesaja stund der Tauder, er stund nicht reich, er wird nicht reich, sich loten zu schicken von ihm. Weil er hat Sünden in sich, aber am werden sündig gereinigt, er wird gereinigt von der Sünde, dass er sich kann loten schicken. Vers 8 sagt dann, ich hier dem Herrn was sagen, er sagt, wem soll ich schicken? Wer wird für uns gehen? Und ich sehe hier, du kannst mich schicken. Er sagt, hier sind ich bin rein. Ich bin gereinigt, du hast mich gereinigt, nu schickst du mich. Du kannst mich schicken. So kann ich auch sagen, wenn wir uns reinigen von Jesus Christus im Blut, dann kann ich auch sagen, hier sehe ich, schick mich, wo immer. Das ist ein großer Unterschied von Jesaja und von Moses, wenn redet von Moses, dass Gott will anschicken, die Israeliten raten von ihrer Sklaverei in Ägypten. Nur 2. Mose 4, Vers 10, sagt er, Moses sagt zu dem Herrn, über mein Herr, ich sehe nicht einer, der Gott reden kann. Und ich sage noch niemals gewusst, ich sage noch nie nicht gewusst, und auch nie, dass du zu dienen deiner redest, ist das nicht besser geworden. Ich kann bloß nicht gehen, ich kann bloß nicht reden. Oder mich klar aussprechen. Es soll einmal als vergeben, wie ich kann sagen, ich kann bloß nicht so reich reden, ich kann nicht den Menschen vertrauen. Was soll ich sagen, ich kann mich nicht mal reich aussprechen. So geht mir das auch mal. Braucht wir den Excuse? Was sieht Jesus dann? Oder Gott dann zu ihm? Okay, dann brauchst du gleich gehen. No, er sagt, nu go. In der deutschen Bibel als ein Sprichpunkt sagt er, nu go. Exclamation mark, wird er nu. Sagt er, nu go. Er soll bloß gehen. Also ich selbst, wo die reden helfen, in die Unrechten, was du sagen sollst. Also er wird nicht mal allein, er braucht sich an sich selbst bis Kameran und bedüren, was er will sagen und was er will tun mit seiner eigenen Kraft. Gott sagt, no, ich will mit dir mitgehen. Ich will für die reden, ich will die helfen reden. Aber Moses gibt danach gleich ab. Er streitet sich mit Gott, sagt, no, ich kann nicht, ich will nicht. Sag nicht, ich will nicht, aber sag bloß, ich kann nicht. Dann hielt sich so, da wird Gott einfach ein bisschen verstahlt über Moses. Sag in 2. Mose 4, Vers 14, dann wird der Herr hart mit Moses und sagt, hast du nicht einen Bruder, Aaron, einer von den Stamm Levi? Ich weiß, der kann gut reden. Also hier, der von am Rot, er soll seinen Bruder Aaron dann mitnehmen, dann soll der von am reden. Aber er soll mit dort reden, was du am Wort sein. Moses sollte wegen das sein, was er soll der Rot geben und sagen, was er viel zu sein. Aber Aaron, das wird ein guter Redner, sagt Gott, der kann dann mit ihm gehen.
Aber Gott, der wird mit all über Moses, dass er das vergeben nicht alle. Wo würde er an sein? Würde er auch mal schlimm worden über uns? Ab Juchtitsch Martin Luther sagt, da war der Herr sehr zornig über Mose. Ab Plottisch sagt das mit Jonathan, dann war der Herr kart mit Moses. Noch einmal ruft Gott uns, ruft Jesus uns, weil er wie sollen gehen. Und es soll sein, denn wir haben auch verschiedene Dinge fertig gegeben. Vielleicht sagen wir, ich kann nicht gehen, das zu tun oder ja zu tun. Aber in Römer 12, da können wir lesen, dass alle Menschen sind Gaben gegeben, verschiedene Gaben. Wir haben nicht alle eine Gaben. Wir können nicht alle dasselbe tun, was der Nächste kann. So wir müssen uns unsicher sein, was von der Gabe wir haben, und dann die exercisen, und dann gehen mit der Gabe, was er uns gegeben hat, arbeiten. Was kostet Jesus nur folgen? Uns selbst abgeben und sagen, du kannst mich schenken. Und don't what? Schenk mich. Also wenn wir uns die Entscheidung merken, dann in das Jahr der Länge dann zurückkicken wollen, weil wir sagen, wir haben wirklich gewassen. Nicht, dass wir können sagen, ich kann nichts tun. Ich würde uns alle taugen, dass wir wirklich ein Verlangen haben, uns zu lassen brücken von Jesus, dass er uns segnen kann und dass wir viel Säulen gewinnen für ihn. Ich werde hier belassen. Gottes Segen mit Ihnen. Dankeschön für Horchen.